Ja, liebe Leute, habe ich dir, ich bin's wieder, euer Poppi. Und mich freut's narrisch, dass ich schon wieder da bin. Beim Wenisch in der Genussarena im Geibelfest in Straubing. Saugeiler Tag ist. Ich hab wieder einen Gast da. Es ist so geil, was ich für Leute da hab. Wirklich, ich sage ja immer, Straubinger Geibelfest, da bin ich daheim. Aber ganz stimmen tut's nicht. Aber der, der jetzt dabei ist, der kann wirklich sagen, da bin ich daheim. Ein hiesiger, ein Straubinger. Mich freut's narrisch. Mittlerweile ein Freund von mir. Und er ist bayerischer fast Vizemeister geworden. Aber das erklären wir gleich. Herzlich willkommen, Fonse Doppelhammer. Habe ich dir gehört? Habe ich dir, grüß euch, servus. Ja, es ist so, Fonse, du bist quasi fast bayerischer Vizemeister geworden. Du bist aber niederbayerischer Vizemeister. Richtig, in Niederbayern habe ich gewonnen. Du warst ja dabei, du warst ja damals in der Jury. Weiß ich, ja. Und genau, eine bayerische Vizemeisterschaft hat es leider nicht ganz gelangt. Aber ich bin ein stolzer Zweiter geworden, Vize-Fonse sozusagen. Vize-Fonse, ja. Das ist mein Wort, das soll bei Vize-Fonse, weil er was Zweiter geworden ist. Ja, aber es ist echt, war geil, gell? Ja, war unglaublich. Du hast es ja selber gesehen, also diese niederbayerische Meisterschaft war ja vom Live-Publikum. Ja. Und das ist natürlich noch ganz was anderes. Die bayerische Meisterschaft war ja nur eine Online-Abstimmung, von dem her war mir wichtig, dass ich vor die Leute stehen kann und dass ich auch gewinnen kann. Und das war ein unglaublicher Abend für mich. Du hast das live wieder erlebt. Noch nicht. Danach war es so intensiv, ja. Da war es noch ein wenig länger. Aber genau. Ich war in der Jury, muss ich kurz erklären, bei der Vizemeisterschaft. Und es war wirklich grandios. Super Vizemeister und wirklich gute Leute dabei gewesen. Also das habe ich narrisch gefreut. Ja, du bist ja nicht bloß Vize-Erzähler, sondern was machst du im Hobby? Ich weiß das und ich habe es auch gelesen. Du bist ein Hobby-Gastronom. Was ist das genau? Ja, ich stamme aus der Wirtsfamilie aus. Stimmt. Und das liegt mein Bruder und ich mache eigentlich seit 20, 25 Jahren nebenbei immer noch Gastronomie, noch 25 Jahre nicht, aber 20 Jahre. Schon so alt? Ja, 65, aber gut gehalten. Ja, sicher. Ich hab so viel gedient in meinem Leben. Ich war schon auf der Wiesn, natürlich Straube, ich habe auch schon wirklich Kürzeit Massen schon richtig kennengelernt. Und mache aber auch noch nebenbei ein bisschen im Baubereich, Regelbau, Isoanstalt und so weiter. Bin ich dort noch tätig. Und das mache ich nicht mehr, hauptberuflich bin ich Beamter. Kinder mache ich noch gern, also ich mache alles wirklich. Ja, super, Kinder machen cool, ja. Ja, passt. Fonse, du hast es gerade schon erwähnt, gell? Du bist auch Bedienung auf der Wiesn. Genau. Erzähl mal, das ist doch total narrisch, oder? Das ist ganz gut. Also ich kann sagen, ich habe die größten Feste gemacht, ich habe Wiesn gemacht, ich habe Kappa gemacht, Straubing, also ich war da wirklich gut unterwegs. Da erlebt man Sachen, die erlebt man normal nicht, muss man am nächsten Tag gar nicht sehen. Aber wie soll ich sagen, es ist natürlich eine unglaublich interessante Geschichte. Auf jeden Fall hängen bleibt da, wenn es passt einigermaßen. Deswegen werden es ja die meisten machen, ja, aber... Richtig, aber es ist wirklich, also wenn man es nicht aus Überzeugung macht, dann braucht die Bedienung nicht. Sauft man da selber aus, Bedienung? Ich sage so, ein durstiger Keiner ist ein schlechter Keiner. Also ja, freilich, das ist ja logisch. Also man muss sich schon einmal Wasser selber zwischendrin einstellen. Aber ist das noch vergleichbar, Wiesenbedienung mit der Geibelfestbedienung oder sagst du, das ist ein bisschen Unterschied? Ja, Wiesn ist eine ganz andere Welt, würde man natürlich sagen, da bei uns im Stadion ist ein traditioneller Fest, ja, das sind einheimische Fest natürlich schöner, muss man sagen, zu wollen, aber man hat natürlich relativ Verantwortung beim Donnerstag mindestens 5 so einen Tisch wieder fahren, Ja, das ist schon ja. und da wird es da, wenn da ein Stoßzeit ist, wie auch dann am Sonntag, wo es dann noch nicht richtig abgeht, da hat man natürlich dann richtig zum Wägen, dass die Leute sagen, mit Bier und mit Essen. Ja, also jetzt sagen wir, du bist sagen wir mal, der Urstraubinger, du wirst schon als kleines Kind immer schwer gegangen sein, schätze ich mal, in Vollgas. Bist du jeden Tag dann da, oder? Ja, natürlich, jeden Tag. Also da muss schon gut sein, können wir da getan haben. Ich sage aber, ich bin 10 Tage bis zu 13 Mal bin ich dort. Ich muss auch sagen, vor 2 Jahren habe ich einen Tag Pause gehabt, weil da haben wir das Gerne gekriegt. Ah ja, das Da habe ich einen Tag nicht runtergekommen. Guck mal schon mal, wobei es kann man umso mehr feiern. Ne? Aber genau, ich erzähle jetzt nur, die paar Jahre glaubt mir nur, dass ich das extra für sie ist abfahren lasse. Oh, der Papa, ja, geil. Ja, Vize-Fonse. Es trinkt erst einmal Prost, also, Prost gleich. Prost. Und der Jogschied. So bleibt mir nicht. Ja, das erste Wochenende ist ja quasi jetzt bald rum. Ich bin noch hier, aber das Mo. Also, du bist der Witzerzähler, also bist eigentlich heute da. Genau. Und du hast, das klappt keiner, du hast in deinem Handy eine Liste drin mit Witze. Ja, ganz gut. Wie lang ist diese Liste? Wie viele Witze hast du? Genau schauen. Warte mal. Ich schreibe seit über 20 Witze auf die
gut finde. Ja, die Leute immer so schaden. Das ist jetzt Brutale Listen. Wahnsinn. 789. Der hat 789 Witz. Pointen, Stichpunkte auf dem Handy. Genau. Und wenn jetzt ich dir eine Nummer sage, du schaust die Nummer, kannst du Witz erzählen. Ich denke schon. Nummer 452. 452. Da muss ich eine hochladen. Ich bin ja gespannt, was das für ein Witz wird. 452. Der will das auch raus, aber das andere kommt das Audio auch dabei. Ja. Gib dir vor, das haben wir jetzt ausgewählt. Was ist das? Warum lost man Bayer so ungern? Das kann der Preis drin sein. Oh mein Gott, der Mensch ist so brutal, was der für eine scheiß Witzelisten hat. Der weiß so viel Witz, den kannst du ja nicht normal unterhalten, das ist ein Das Wahnsinn. wird immer schwieriger. Jetzt pass auf, ich habe die letzten Gäste, die ich gehabt habe, einen Beff und einen Aktenfahrer, den habe ich immer 5 Fragen gestellt. So mit Auswahlmöglichkeiten quasi. Okay? Und das darf jetzt mit dir auch gleich machen. Also ich sage dir zwei Antwortmöglichkeiten, du sagst, was besser zu dir passt. So, Pose, meine 5 Fragen. Spicken oder schießen? Schießen. So. Unbedingt schießen. Also ich habe gerne so klein und über Pläne. Ach so, ja logisch, ja okay. Nicht modern, manche Männer Zweites. Das kann man zweideutig sehen. Ja, Am Biertisch stehen oder sitzen? erst sitzen, später natürlich nicht am Tisch, aber auf der Bank. Auf der Bank, der man aufsteht. Ja, richtig. Also schon, ich bin auch nicht, ich stehe schon gerne. Also gar nicht gehört dazu. Im Alter des Gefechts, da muss man dann so einmal seine Hose auf den bringen. Ja, ich stehe gerne umeinander. Ich war ein guter Schwanz, weil ich stehe ganz umeinander. Ja, ich bin halt nicht so der Witze-Mensch wie ihr, aber das hilft nicht. Die Wunder sind Ja, genau. Apropos Witz, Österreicher oder Preißenwitz? abwechselnd. Das ist ja gut. Aber das muss ich wohl, jetzt waren alle zwei in dem Sinn blöd gestellt. Ne? Ja, sind wir einfach rumdrücken, also gut, die muss es Ja. Oh, ist der. Ja, wie soll ich sagen, das ist ja ganz normal, dass es überrascht man mehr oder weniger einmal realistisch machen, aber immer mit der gewissen Selbstironie, der man das natürlich tut. Hast du recht, Glasglück oder Sturglück? Ja, also mein Papa sagt immer, im Sportclub bleibt es länger kalt. Ich sage mir wurscht, weil ich so schnell sauf, dass es nicht warm wird. Ich praktisch den Rücken noch nie. Ja, doch, deswegen gibt es eine Stunde. Ich bin eigentlich, also aus Bedienungssicht, wenn man sagt, unbedingt Glasglück, weil man sagt mir immer, dann bleiben auch werden. Ja, Ach so. dann kann ich schon wieder schauen und kann wieder was bringen. Es gibt da eigentlich wenig Zeit mit Störgründe, aber mit der ist der ganz normale Glasglück mit Augen zum Anbringen am liebsten. Ich glaube nicht, aber es ist doch für Bedienung dann besser, weil da kannst du ein wenig schummeln, sag ich mal, ne? Da haben mehr Schaum da, ne? Sagst du nicht. Für die Bedienung ist wurscht, wenn man so fest wird, so Ja, okay. die vergab nur. Aber also meiner ist einfach der Störung, wenn man weiß ungefähr, wie weiter die Bedienung kommen. So, und jetzt eine letzte Frage. Brunzrinner oder Keramikküsswerk? Ein ganz klar Brunzrinner. Schon echt. Ich hab's erst gestern auch Gibt's wieder aber gesagt. nicht mehr oft. Ja, wichtig ist aber mit Gefälle, weil früher waren wir Ja, da hast du nicht gewusst, was als erst überschlägt. Aber nur so, auf 3 Meter Brunzrinner haben wir 25 Jahre Platz. Das ist nur so hängen, 3 bis Jahre dran. Genau, das haben wir jetzt schon erlebt. Brunzrinner, da ist anders. Da ist eine schöne Blickwand haben und dann hat die Hose so eine Sprechmuster. Ne? Wunderbar. Das ist nur scheiße, wenn du recht klar bist, dann stehst du wieder so da. Oh mein. Ja, Witz. Hast du irgendeinen schnellen Witz, wo du was Straße hast oder was? Ja, sowieso. Ja, wann immer. Einmal ist im Swingerclub. Sagt der große Punkt, danke, wir haben das nicht gemacht, ich hab schon 3 Millionen erwischt. Aber ich weiß auch fast einen guten, ich glaube, du kennst schon, aber ihr vielleicht nicht. Am Morgen in der Anhalterin mit, ne? Fragt er, wo möchtest du hin? Sagt sie auf Minger. Und von so, dann sagt er, hey, ist ein Wahnsinn, ich habe noch nie eine schwangere Anhalterin mitgenommen. Sagt sie, ich bin überhaupt nicht schwanger. Sagt er, wir haben ja noch gar nicht die Minger. Ja, das geht
was der Lieblingswitz ist von meinem Papa. Das ist echt. Verzeiht dir auch so viel Witze, oder? Ja, natürlich erzählt der mir, weil Ich liebe diese Witze. Aber bis jetzt halt mein Mann. Aber die lacht halt einfach von zuerst zum Bruder gefahren Da hat die ganze Familie ein Witz, das erwartet. Das nehmen wir nochmal und dann darf ich sagen, was wir noch machen. Dann machen wir da eine kleine Flachwitz-Challenge. Da gehen wir jetzt an die Bar. Flachwitz. Flachwitz, was ist der Flachwitz? Flachwitz. Auch. Flachwitz haben wir sie später. Also halt auch. Den wollen wir. Prost. Prost, dabei. Ja, jetzt habe ich den Fonsi da und jetzt haben wir gleich mal ein paar Flachwitze aussehen. Wenn ich erzähle jetzt ein paar, und wenn ihr lachen müsst, dann muss er einen Schnaps saufen, dann tauscht man. Fonsi. Ein Scheißausflügen geht in der Bar. Fragt, ist der Stuhl schon besetzt? Du bist so braun, warst du im Urlaub? Ja, ich war in Dresden. Muss dann saufen. Saufen. Bist du braun worden? Gut ist er, hä? Weiter geht's. 6 auf der Eckbank, reit im Winkel. Treffen sie zwei, der andere gibt nicht. Eine religiöse Gottheit als Brotaufstrich. Eine Butter. Saufen! Schidei! Mein Gott, jetzt wär's mich gleich so erwischen. 3 habe ich noch. Was geht durch den Wald und liest? Das Rotzkäppchen. Mehrzahl von Bier. Ein Kasten. Was schon wieder aus. Schidei! Einen habe ich da einen guten, bin ich gespannt. Mein Bruder wird Mittwoch tauft, ist aber ein komischer Name Mittwoch. Ja, was noch mal das Saft ist öfter nicht. Ich bin da so spät, Jetzt bin ich da. Dann wir tauschen. Zwei Blinde hocken auf der Parkbank. Jetzt muss einer niesen. Sagt einer, hey super, machen wir auch halbe auf. Du magst nicht saufen. Träger. Da will ich gleich neu trinken. Ein Bayer sitzt im Bierzelt, jetzt sagt der Preis zu ihm zu. Sagt er, sagen Sie mal, wie viel trinken denn Sie von diesem Maß so? Sagt er, mal 5 oder 6 jeden Tag. Und ich sag, was? Ja, wir trinken ja nur, wenn wir Durst haben. Sagt er, ihr seid so wie Viecher. Okay, Ist in Ordnung. ein Skelett geht ins Bierzelt, sagt Bedienung, was magst du denn? Sagt er, ja, bring mir Maß und einen Lappen bitte. Ja, schon geht, aber der ist geil, muss ich sagen. Ich bin fair, ich lach. Trink. Nein, was ist? Was du tun? Nein, sauf noch. Jetzt so? Geil. Boah. Einer hockt im Bierzelt, jetzt sagt der Weiberleut zu ihm zu. Sagt er, ich muss dir gleich sagen, ich bin noch nichts Festem interessiert. Hat sie gesagt, ja super, dann werden noch meine Oberschenkel gefallen. Ich sauf einfach da hier, oder? Das hilft dir nicht. Warte, die anderen. Ja, keiner drauf. Und die zwei sind dann später in der Kiste gelandet. Und wie sie fertig waren, hat sie zu ihm gesagt, also ich sage Ihnen eins, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so kleine Trompeten gesehen. Hat er gesagt, ja, ich habe noch nie in so einem großen Saal gespielt. Jetzt wollen zwei saufen. Liebe Leute, das war heute Volksfest TV aus dem Wenischzelt. Im Vorsitz Doppelhammer, ein witziger Gant. Gut, wir saufen uns jetzt noch ein wenig schön und wünschen euch eine schöne Zeit. Fonsi, merci. Gerne. Macht es gut, aber nicht.